Ui, guten Tag! Sali, willkommen in Triesta. Es ist Montagmorgen. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende mit ganz guten Leuten. Und ja, es hat gut da weg zu sein. Jetzt bin ich, wie wir ja letzte Woche schon herausgefunden haben, wieder allein da oben. Und ich habe entschieden, der Winter fängt an. Das heisst, ich gehe es jetzt ab jetzt ein bisschen ruhiger an. Gemütlich. Heute Morgen als erstes mache ich wieder mal eine Spatenprobe. Und zwar mache ich da auf der Anker-See-Terrasse, wo ich schon vor 2 Jahren für die Schule eine Spatenprobe gemacht habe. Ja, und es gibt ein Video auf dem Weg zum Landwirt, Spatenprobe Teil 2. Also, bis jetzt ist der schon lange draussen. Könnt ihr ja schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und sonst danke fürs Schauen. Schon noch ein bisschen gespannt, was es für einen Unterschied gibt. Da wachsen, habe ich ja ganz im Frühling Rüebli gesagt. Die wachsen immer wieder und ich tue sie immer wieder ernten. Es gibt nicht grosse, aber es ist doch herzig. Die ersten Rüebli. Der Boden ist ja neu terrassiert, das ist ja der Anker-See-Terrasse. Also ist es sicher noch kompakt und noch nicht so gut gewesen. Aber die Rüebli sind doch schon ein bisschen gewachsen. Herzig. Aber auch so fein. Knack. Gute Rüebli. Luisa hat auch gerne frische Rüebli. Gell, Luisa? Es ist 3:15 Uhr am Morgen. Ich warte gerade auf den naturbelassenen, selbstversorgenden Patrick. Wir gehen gemeinsam an einen Essigkurs. Heute, den ganzen Tag. Irgendwo dort in der Aussenschweiz. Jetzt sind wir da schon in der Schule. Genau, lernen wir etwas. Jawohl, Ja, definitiv. Wir lernen etwas. Wach bleiben, wenn du um 4 Uhr morgen aufstehst. Eben Seite um Seite, gell, Monsun, weil sie nicht rumkommt. Aber fast, ja, Sani, bald klappt es wieder. Ja, Monsun, du bist natürlich ein Athlet, gell? Schau mal die an, du. Schau mal, du alles kannst, gell? Du bist so ein Show, ehrlich.
Bravo, Monsun! Bravo! Jawohl, Applaus für den Monsun. Ja. Ja, bei mir ist Dienstagnachmittag und heute Morgen habe ich jetzt die Runde natürlich wie immer und noch ein paar Sachen abgerupft und gemacht, ein bisschen den Hasen verfüttert. Ja, ein bisschen aufgeräumt sozusagen. Und dann habe ich noch aus Emmenmehl ein feines Emmenbrot gebacken. Ja, das habe ich dann zum Mittag gegessen. Mit Kornelkirschengumpfi. 6 Uhr. Ja, aber jetzt bin ich da hinten gerade auf dem Peace Circle. Das habt ihr sicher schon gesehen und gemerkt. Die Esel sind mitgekommen, die Hunde sind mitgekommen, der Leon ist mitgekommen. Ja, jetzt geniessen wir es da hinten ein bisschen. Wenn es viel Wandern hat und so, dann mache ich gerne Spaziergänge, ein bisschen raus und ein bisschen durch das Zeug. Aber nicht unbedingt am Weg nach. Und wir haben ja genug Land zum drüber gehen. Und darum. Ja, aber letztendlich führt der Weg immer wieder zum Peace Circle so als Abschluss. Und das ist schön. Schön, genieße es. Gell, Fena? Du auch? Du bist gerade hinter mir, man sieht dich nicht. Jetzt. Und Fena kann im Fall zwischendurch auch ganz ruhig und friedlich sein. Gell, Fena? Wire, wire, yeah, one girl, girl, yeah, Billy la, 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 wire, 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 yeah, one girl, girl, yeah, Billy la, 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 wire, wire. Food of the country, food of the land, food of the people, food of the country. Für den praktischen Teil waren wir beim Osprau Bründler. Joe und Astrid, super Pärchen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in der Nähe von Wittau seid, könnt ihr einen Rundgang machen und ihr Essig ist der Hammer. Probiert es aus, es lohnt sich. Und sie sind gut, sie haben uns gut beigebracht. Talk to the land and the land talks back. Calling out to be heeded. Walk with the people down the old track to the place where sovereignty was never ceded. 40,000 years living off this land.
Bavari, komm rein, komm. Bavari, komm rein. Hopp. Komm, Bavari, komm. Sie ist auf jeden Fall auf der falschen Seite vom Gleis. Oder vom Zaun. Aber es ist ja, das Gras ist immer grün auf der anderen Seite vom Zaun. Ja, so ist es gut, Bavari. Also, ich lebe vielfach in Illusionen, dass meine Geissen ewig drin bleiben können. Eine Aufgabe, die jetzt heute Morgen da ist, ist eigentlich Holzen. Aber gleichzeitig muss ich auch die Schwächen vom Hag wieder ausmachen. Food of the country, food of the land, food of the people. Food of the country, food of the land. Was ist denn da begraben? Ha! Wer meinst du, ist es echt? Du mal kommentieren, weil das auch echt könnte sein. Letzten Samstag haben wir ja den Baum verschnitten, den Birnbaum. Jetzt haben wir es hier einmal biegen. Jetzt werden wir Stufe für Stufe aufbringen. Ja. Yeah. Ich habe eben gerade Besuch und Hilfe. Und nur da ist mir helfen gerade wieder. Ich bin so dankbar. Aber das ist wieder jemand, der nicht ins YouTube will. Und das respektieren wir auch. Aber trotzdem kann ich euch sagen, was wir machen. Apropos, was ich filme und was ich nicht filme. Ui. Es ist Freitag sogar. Ich habe jetzt Dienstag bin ich auf dem Kurs gsi. Mittwoch habe ich gar nicht viel gemacht. Erstmal bin ich ja müde. Plus was wir nicht filmen. Wir werden wieder, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber jetzt auf den Herbst hin zeigt sich ein Haufen Missgunst oder ein Haufen Angriff. Vielleicht liegt es einfach an der Weltstimmung. Du siehst, der Drake will mich immer trösten und sagen, es ist nicht so schlimm. Gell, es ist nicht so schlimm, wirklich nicht, weil wir sind dankbar, dass wir da sind. Gestern zum Beispiel aber auch, habe ich einen Besuch bekommen, aber am Morgen hatte ich noch eine ganz wichtige Sitzung betreffend Sachen, die wir auch nicht im Video überreden können. Und zwischendurch tut es gut. Zum Beispiel, wenn du mir so einen Kommentar machst wie im Spatenprobe. Aber andererseits ist es wirklich überwältigend, die ganze Situation hier oben. Wirklich, zwischendurch bin ich einfach nur überwältigt, weil es ist so viel. Und die Angriffe und die Baustellen, ich rede nicht von das rundherum, sondern ich rede von Missgunst und Leuten, die einem bewusst angreifen und Steine im Weg legen und man es mitbekommt, wie man natürlich drunter kommt. Und ich sage dir, es ist ein Haufen zu tun und ein Haufen zu denken. Und zwischendurch kann man eben auch nicht über alles reden. Und das macht es eben auch noch schwieriger, weil man muss alles bei sich behalten. Aber heute scheint die Sonne. Heute sind wir am Holz tragen. Ich bin schon ein Stück weiter mit einem Stück Holz. Und ja, heute mag ich wieder filmen. So ist es. Jede Woche anders und es läuft viel und ja. Gell, eben, auch schon der Durchlaufhitze, kein warmes Wasser mehr haben. Ich weiss nicht wie lange, wie so ein Durchlaufhitze ist jetzt kaputt. Der ist kaputt, der kostet 3'500 Stutz. Im Haus haben wir schon lange kein Warmwasser, weil wir keinen Druck haben. Und den Druckregler wechseln, weiss ich nicht so recht. Aber ja, verstehst du? Und dann hey, es ist so viel. Aber gleich, wir machen weiter, wir gehen nicht auf. Und so haben wir genug geschnauft. Aber jetzt habe ich Pause gemacht, jetzt habe ich gefilmt und jetzt habe ich weiter Holz biegen. Guten Morgen, es ist Samstagmorgen und ich habe heute Morgen wieder Bestätigung bekommen, dass ich eigentlich schon mit Glück geboren bin. Die Geissen sind bei der Schafhirnweide drin und dann bei der Eselhirnbereich drin, der offen ist und ich bin gerade rechtzeitig kurz ums Zumachen. Jetzt bin ich am Bäume schneiden, also Bäume, die eigentlich geschnitten sind und wieder nachsprießen. Bin ich am Schneiden, weil das gibt gutes Futter jetzt für die Geissen.
Und ja, das mache ich jetzt heute Morgen. Da bin ich dran. Der Besuch ist am Schlafen, Sophia ist da. Gestern bin ich als Sam unterwegs am Bürenmärz. Wow, so schön wieder gewesen. Herbstmärz war, der Visi hat gespielt. Ich wirklich. Mit Glück geboren. Das heisst, nicht, dass es all die Sachen, die ich die letzten Tage gesagt habe, wegen der Angriffe und die mühsamen Sachen, nicht existieren. Aber ich habe Glück, dass ich immer wieder Lösungen finde. Ich habe wirklich ein Glück. Und ich sage wieder mal, danke Universum. Man muss einfach weitermachen, immer weitermachen. Ich habe gerade diese Woche jemanden gefragt, du, wann weiss man, dass es Zeit ist zum Aufgeben? Und die Antwort war, wenn die Vision weg ist. Der hat resoniert. Und die Vision ist noch ganz klar da. Also, tschu. Samstag geht los. Wissen Sie noch? Das Küsimisi-Beet bei den Benjeshecke. Hey, immer noch. Da hat es Rande drin, wo sich gut etabliert hat. Ganz viel Verschiedenes. Das nehme ich mir auch für den Hasenfütterung. Das ist noch wieder der Gründünger von letzten Winter. Ist sich wieder am Durchdrücken. Pilz. Allerlei. Und auch ein Kürbis, der zwar nichts gegeben hat, aber der ist immer gewachsen. Looking for food, in the Monday, seed was planted in the ground. Und plötzlich kommt natürlich von dem auch über. Den vergessen. Food of the country, food of the land, food of the people. We live in a garden at the grandma. Food of the country, food of the land, food of the people. Tragisch gerade. Was ist mein Prinzip hinter die anstrengenden Umbiegen beim Kompost? Ja, das Ziel ist ja Waldboden. Und rein theoretisch, also ich benutze das 18-Tage-Prinzip. Also rein theoretisch kannst du pro 18 Tage von Hand 1 Kubik Kompost produzieren. Immer, dass du es alle 2 Tage, 3 Tage umbiegen. Natürlich muss es Mist drin haben. Ohne Mist geht es nicht, weil es wird ja ganz heiß und warm da rein. Da immer noch warm, da langsam nicht mehr. Aber da ist der Verrottungsprozess schon so fest drin. Da sprießt es schon wieder, genau. Oder? Und dann hast du dann da schnell einmal Waldboden. Oder? Weil da hast du immer noch viel drin. Und entweder lässt du es noch weiter oder kannst du es schon auf den Gärten jetzt schon verteilen. Oder? Und aber so ist schon sehr viel. Und eben, man sieht schon die verschiedenen Stufen. Und der Verrottungsprozess ist ja schon da, schon richtig drin. Und in der Zwischenzeit ist ja da der ganze Boden auch so eine richtige Kochherd und Zutatenmischung. Oder? Das sieht man ja dann auch da am Kürbis, wo der ganze Nährstoff einfach braucht zum Explodieren. Und so. Ja, und darum tue ich regelmäßig umbiegen. Aber in letzter Zeit nicht so regelmäßig, wie ich gerne hätte. Aber es ist ja gleich, weil es tut ja gleich schaffen. Von allein. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Well, you can call me Fungus. Come underground to my pad to jam. There's not much room down there,
Wir sind gerade am Feuerholz verschneiden und sammeln. Das, was man nicht verführen kann man unterhalb von einem Hügel biegen. Hügelkultur oder Benjesheckerkultur, wo auch immer. Später wird es die Terrasse vergrößert, da hat es einen Baumstamm. Happy Habitat, alles miteinander ist das nützlich. Ihr werdet sehen, vor 5-6 Jahren hat es da nur noch eine neue Terrasse so einen Berg durchlaufen. Wie da sieht es einen Weg zu Jacks Garten. Langsam fühlt sich das Holzlager wieder. Sehr gut, sehr gut. Der Winter kann kommen. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. I'm gonna decompose you a love song, symbiosis in the key of G. And when I party, Auf dem Hotelgarten wächst so Zwiebeln und Knoblauch. Gar nicht so lange haben wir es gesetzt, es ist schon am Sprießen. you know I love to break it down. Eating dead wood tastes so good, and you know I'm gonna share it round. Whoa, I wanna wrap my cilium around you, wrap my cilium around you, wrap my cilium around you. Fragt der Bauer, Hey, Sonntagmorgen fange ich schon wieder an mit Bäume schneiden. Für die Geissen. Ich habe gestern Abend noch 2 Bäume im Wald gefällt. Also sind nicht mehr richtige Bäume gewesen, sind schon krank und tot und überhaupt. Und die habe ich jetzt gefällt. Die Geissen haben die zu Tod gefressen. Sie brauchen schon wieder mehr. Ich muss wirklich schauen, dass ich nächste Woche Heu und alles kann organisieren und aufzufliegen. Weil es wird wirklich Zeit, um sie einfach zu füttern. So, die Runde ist gemacht. Alle sind gefüttert, zum Morgen hat es gegeben. Jetzt darf ich es auch noch nehmen, mein Morgen. Und das Video fertig schneiden und mich bei dir bedanken dafür, dass du wieder auf Besuch gekommen bist. Die Woche sind wir gespannt auf nächste Woche. In der Welt passiert ja einiges gerade. Eigentlich immer. Das ist ja wieder erst da. Wir sind hier im Mikro und draussen ist das grosse Makro. Es gibt vieles Schönes und vieles, wo wir dankbar sein dafür. Dürfen dankbar sein dafür und sollten dankbar sein dafür. Und ja, es gibt auch vieles, wo nicht so sein sollte. Aber wir sind Überlebende und Überlebende. Und darum werden wir für das alles eine Lösung finden. Mit Permakultur, mit gesundem Menschenverstand, aber vor allem mit der Hilfe der Natur werden wir weitermachen und überleben. Im Kleinen wie im Großen. Weil wir Menschen sind ein Teil der Natur. Und die Natur ist das Größte. Und du, da im Mikro, bist das Größte für mich, dass du da kommst schauen. Immer regelmäßig und kommentieren tust und liken tust und teilen tust. Das macht dich zum Größten für mich. Danke vielmals. Du bist ganz was Besonderes. Ich wünsche eine gute Woche. Tschüss zusammen. Bis bald.